Ja, Gott seine Leib. Ich glaube, wir vergessen, wie von, vielleicht da war das eine von den wichtigsten Dingen aus in uns Leben. Und das ist nicht, dass wir sind zur Besinnung gekommen, dass wir glauben, dass wir vielleicht uns Glauben haben so könnten luten wachsen, oder dass wir haben den Punkt können erreichen, wo wir sind zur Besinnung gekommen und dass wir dann nu was ist mit uns. Gott seine Leib ist so ein besonderes, wunderbares Ding, dass als Gott am Anfang die Welt merken, er hat so viel Leib, euer hat den Grundlage für die Welt, hat er seine Leib für mich, in die, dass er dann an Plan merken, dass er will Gemeinschaft haben mit uns. Als Adam und Eva in den Garten dann wären, die erste Menschen, die dann leben deuten, und es sei gesündigt haben, mir kein Futz in Wahrheit, um Menschen seinen Tränen zu bringen, wegen der Sinn, was begonnen wird im Garten, dass er einen Eintragen von Gott, dass sie nicht mehr keine Gemeinschaft haben, wegen Feuer dort passieren, da sagt dort, Gott, der täglich mit ihnen kommen, Gemeinschaft haben. Und das ist der Sinn, der dort ihn eintragen. Und weil Gott seine Leib hat, dass er kurz anfangen, in Wacht mehr und uns bringen, nur am. Sie fallen sich, die Trennung kurz, sie fallen sich weit auf von Gott. Und doch, wenn sie das nicht sein können, Gott schafft all im Hintergrund, hat all im Verrückt geschafft, das fertig merken, euer soll das überhaupt wissen. Einmal, wenn es euch Romans so fallen lässt, dass alles fängt an, dies da zu werden, dunkel, und alles fängt an unterzugehen, und dann fühlt sich belohnt und bedrängt. Einmal, dann fängt einer ut, was dann noch blieben wird. Wenn er sich erst verloren fühlt oder bedrängt, dann fängt er ut, dass Gott seine Leib, der bleibt, und das ist ewig. Dus een Leute, wat mir befallen deed, sagt, Jesus läuft mir dort weit ich, wills die Bibel sagt mir dort. Kleine Kinder, Gehirnarm, sei sein schwach, aber heuer stark. Dann sagt er, ja, Jesus läuft mir, ja, Jesus läuft mir, ja, Jesus läuft mir, die Bibel, die sagt mir dort. Wir sollen einfach je Kinderleute nehmen, zum Beispiel, zum uns denken halten, was wichtig ist. Und das ist nicht wichtig, dass das ist wichtig, aber das Wichtigste ist vielleicht nicht, dass du verstehen, läuft zu beweisen, aber eine von den wichtigsten Dingen ist, dass du verstehen kann, dass Gott hat eine Leib für mich und die. Er ist nicht gehasst über uns, er ist nicht da über uns, er ist nicht so ein Gott, der uns will sein zu strafen, lieber den Gegenteil, der Strafe, wie uns verdient hat, weil er lieber ab sich nimmt, um uns seine Leib bewiesen. Gottes Leib ist ohne Bedingung. Johannes 3, 16 und 17. Gottes Leib für diese Welt ist so groß, dass er seinen einzigen Sehen gibt, dass all die an am Glauben nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Weil Gott schickt seinen Sehen nicht in diese Welt, die zu rechten, aber dass die Welt durch arm können gerat werden. Das ist vielleicht eine von den ganz klarsten Fragen, was wir können finden in der Schrift, wo uns wiesen wird, was Gott seine Leib wirklich ist. Er hat ein einziger Sehen, und er schickt den in diese Welt an. Er sagt, will seine Leib ist so groß. Nicht der wir, oder was vielleicht sagen, aber der ist, das ist ein Ding, was der angehen wird, das ist nicht so, was mal halb passiert, oder was noch mal wird, aber das geht nicht an. Das ist eine Leib, was alles gegeben hat. Wenn wir mit was Jesus in den Garten beten, das ist der ein anderer Weg, wo das kann passieren. Dann sagt Jesus zu Gott, dann nimm das Köffel von mir. Aber er sagt nicht, mein Willen, bei dir soll tun werden. Und das meint so viel, du wirst das kein anderer Weg. Gott gibt alles, was er hat und was er fehlt, sodass er in dir kann in den Arm kommen. Und das ist die zweite Vers, die sagen, dass nicht
til uns rechten, aber vi kan gerat worden. Det är sån liv att nörsnig haft trägehallen. Alles vad det fehlt, alla ganz bästa vad det kan geben, gav han ut en det. Unbedingung. Nicht als du oder eigentlich gut genug wären dafür. Gott gaf alles en de ganz bästa. Maar ich Römer 8, Vers 32 sagt, wo da sind in einen sehen für uns alle Hand gaf, uns da nicht alles mit am Taub schenken? Der Apostel Paulus, der fragt hier, das ist eine sehr interessante Frage, weil in Johannes 3, Vers 10 sagt er, dass Gott gibt sie einziger sehen, dass wir kann durch am Futter kommen, dass wir nicht darum verloren gehen, und Paulus, der stimmte mit bei. Er sagt, wo da nicht, da wird uns in einzigen sehen, gegeben haben, uns nicht, dort du, wenn du uns mit am Taub alles schenken will. Und an einer anderen Stelle sagt er, dass wir dann mit Jesus Taub sein Himmelreich mitoffen, wenn wir hier frech sind, ob das hier ist. Alles Beste, Unbedingung, nicht als wir Gott genug wären, nicht als wir, nicht muss wir nur Frauen leiden, dann schickt er sie ihnen sehen, sodass auch du kann durch arm gerat sein. Gott seine Leben ist ewig. Jeremia 31, Vers 3 sagt, lang her, oder am lang früh, oder lang euer, hat der Herr sich die gewesen. Ich sehe die noch immer gut gewast. Du wen kreu ich die mit trühotje live. Und als er das Spell kriegt, hat er vielleicht ein paar Wörter ein bisschen gechanged, aber er sagt, du wen kreu ich die mit trühotje live. Gott seine live wie du all firm Grund gelegt wird, der wieder vom Anfang all hier für mich und für dich. Er ist noch immer, er ist uns noch immer gut gewast, euer du überhaupt kein Zeit zu meten, euer der Grund gelegt wird. Er hat nicht eine Leute für uns als Hirsch, uns Ketten darin seht, wenn du gut genug bist, dann wird die Anfang läuft bewiesen. Das ist eine ewige Leib. Was du nicht jetzt begreifen willst, wie eure Zeit anfangen, und wenn der Zeit hier frech ist, der wird danach sein. Und er sagt, ich kriege uns mit der Trü hat die Leib. Das ist nicht verbunden mit, wo Gott du bist. Und das ist für mich ein sehr großer Punkt, wenn wir uns selbst sehen, und nicht einer von uns kann sagen, wie viel uns das wird, dass Gott uns eine Leib bewiesen hat. Und seine Leib ist nicht verbunden damit, der ist ewig. Der wird du verrückt und der wird Luther auch sagen, wenn wir hier schwach sind. Der Leib, was du für uns, wie dürfen die annehmen und abnehmen? Der Leib, der erste all. Der erste nicht, willst wie Gott sein, nicht willst wie proben, nicht willst wie du Hand für geschafft, aber der erste all reid und wie dürfen die annehmen und abnehmen? Nichts kann uns von Gott seine Leib tragen. Und das ist auch wichtig. Wenn irgendjemand Fall wird so, nicht? Wenn wir was begonnen haben, oder wird einmal ein Fall werden, sagen, oh, nu will ich das belebt haben, nu wird Gott mich nicht Leib haben, nu wird er mich vielleicht dull sein, oder so weiter. Und Paulus sagt hier in Römer 8, Vers 38, 39, er sagt, ich sehe mich sicher, dass nicht Tod oder das Leben, nicht Engel oder Gewalten, nicht gehen wird oder Zukunft, nicht die Welt über uns oder die Welt unter uns, oder irgendeine andere Kreatur uns von Gott seine Leib scheiden kann. Da in Christus Jesus unseren Herrn ist. Er sagt hier nicht, was hängen die ist in dein Leben. Vielleicht tun Menschen so. Und uns kicken und sagen, ich weiß, wer du wirst. Ich weiß, was du belebt hast, und dann sich dann handeln mit einem. Und Gott sagt, ich tue nicht, was hängen die ist, du wen erst der Leib nicht. Gott tut nicht, das Menschen dann. Er kickt nicht nach unsere Fehler und sagt, ich will die Leib beweisen, wenn du keine hast. Da fällt mir ein Leute bei, was in die Leute, was dann vielleicht auch viele Jahre in Theorie gehört haben, der sagt, ich habe Fehler, du hast Fehler habe ich alle, nicht? Die bekommt man dort.
En dus veel waarheid bij, niet? En je moet vergeten wie dat, wenn wir sagen, dass eine andere Person hat, als vielleicht Karte gefallen, dann vergeht wir davon, dass wir ein Kraxe Gott. Ich kann bloß für mich selbst reden hier. Ich kann nicht in irgendeinen anderen den Finger wiesen und sagen, du bist Archer, du hast Schuld. Und dann zu mir selbst sagen, aber ich kann nicht. Ich habe Kraxe Gott Schuld. Aber ein Ding, was die Bibel uns ganz nahe sagt, ist, dass wenn wir unsere Sinnen bekennen, dass wir trügen gereichen vergiften und reinigt uns. Und du kan vi veel troost aanvangen. Zijn leven is niet, zijn leven traant ons niet van, Gott zijn leven traant niet van ons, wenn wir zijn kart gefallen. Nicht, wenn du ein geistlicher Kampf angehen dat, wo der Feind vielleicht proft Racht haben. Epheser 6, Vers 12 sagt, wir dürfen nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. So Gott, seine Leute, der nicht trauen von uns, wenn du so was angehen dat. Nicht nur den Sud und seine Schlängen kann uns von Gott seine Leute trauen. Sei erfahren und was wir in unserer Vergangenheit belebt haben, der Feind geprüft, für uns eine Schlänge zu kriegen, wo wir wollen, vielleicht fast bleiben, vielleicht hast du wen Eugewann hätten, vielleicht hast du wen andere Dinge. Und doch, was immer der Feind prüfen, der kann uns nicht von Gott seine Leute trauen. Einmal dann glaube ich, wenn ich vielleicht auf den Feind mit was Dinge könnt gewandert an vielleicht hast Kart gefallen oder vielleicht auf ein von den Feind seine Schlängen angefallen. Und dann fallen wir uns das nie, wenn ich mir nicht schwach habe, trage ich gemerkt, dann kann ich vielleicht weiter nur Gott kommen und am Anbeten oder so. Und Paulus sagt hier, nicht Tod oder Leben, nicht Engel oder Gewalt, nicht gehen würde, das Zukunft nicht der Welt, über uns, unter uns, oder irgendeine andere Kreatur kann uns von der Leben scheiden. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, und dann können wir den nächsten Stopp nehmen, wenn wir uns so fallen, das ist vielleicht nicht möglich. Gott in der Leben fängt an für mich in die farm Leben, und der bleibt mir euch nur dem Tod. Das ist nicht verbunden oder mit wer wir sind. Das hat viel weniger, oder das hat vielleicht so gesagt, das hat nichts nicht mit dir zu tun. In ein Weg, wo viel Leute Gott für mich in die hat. Weil es heute das all eure Grund gelegt wird. Wir sind wunderbare oder besondere Menschen, dass wir können in dein Leben anstoppen. Aber die werden auch vom Anfang an. Nicht kann dort eintragen. Die Leben der erst durch. Gott seine Leben ist geländig und geduldig. Geländig meint so viel, die naht ist oder gentle. 1. Korinther 13, Vers 4. Ich sehe, einmal dann sind diese Versen am Kass, wo sie lesen dann. Aber das redet uns hier Kraft von wer Gott ist. Das ist vielleicht da, oder wir können sagen, was Gott für ein Gott ist, als was wir können sagen, was wir vielleicht zu tun haben. Ich sage, Leben ist geduldig. Wir können sagen, weil Gott Leben ist, wir können sagen, Gott ist geduldig. Leben ist freundlich. Leben wird nicht ewig. Leben ist nicht eigenköpfig. Und pusht sich nicht. Leben ist nicht eingeschränkt. Ist nicht nusig. Lässt sich nicht verbessern. Und ist nicht nudreuend. Leben freut sich nicht, zu was arg ist. Sie freut sich über dort, was wahr ist. Leben verdragt alles. Sie läuft alles. Sie hupt alles. Geduldig draagt sie alles. Wenn wir dann Leben vertuschen mit Gott sehen, mit Gott, das ist ein Bild, wo wir können sagen, wer Gott wirklich ist. Gott ist geduldig. Mit mir fehlt das in der Welt. Jeder einer kann sich selbst ungefähr sehen, vielleicht über, für mich im Spiel, so Gott hat bitte gewöhnlich viel Geduld gedracht mit mir. Gott ist freundlich. Gott ist nicht gegen uns. Er ist nicht ein Dollar, Futter, was uns will strufen, wenn wir einmal Hand einen Fehler gemerkt haben. Und ich habe bloß ein bisschen ans eine Leben, du kicken, wenn die Kinder Hand, und die Kinder merken einen Fehler. Seine erste Idee ist nicht, die muss ich schön durchhaben. Ich like,
Für krieg ich so ein Bild von dort. Ich glaube, die erste Idee ist für ein dort Tragwesen, dort fehlt. Aber im Sinne Idee ist nicht, um die was anderen, was die was damen, dann dort ist zum Gauden. Gott ist wirklich freundlich. Der wird nicht ewig. Leib ist nicht eigenkapig. Wenn wir dann denken, wir sind so fertig, überhaupt wir uns plötzlich nicht, wir verstehen nur eigenkapig zusammen natürlich. Einfach kommen, wenn wir glauben, wir sind reich. In Gott, der kijkt nicht in uns in den Weg. Er gibt seine Leib uit mir in die Unbedingung, als wir verdient haben oder nicht. Er wird nicht eigenkapig damit und sagt, wenn du schwachst, dann war ich auch. Er nimmt den ersten Stopp. Willst Gott als Leib wiesen diese Erfahrung uns, wo Gott wirklich, wo er ist. Er freut sich dort, was er wahr ist. Er sagt, Gott verdragt alles. Er glaubt alles, er hoopt alles, geduldig draagt er alles. Wenn wir, ich sehe mir nur sagen, wenn wir reich können nur Gott kennen, wer er ist, dort er live ist, dort er seine Leib hat für mich und die, dann können wir viel leichter uns christlichen Wandel durchgehen mit einer Freude als bedrückt. Weil was Gott für mich und die will, dort ist gut. Er will nicht dort, was uns was gegen uns an oder schlecht für uns. Ein großer Weg, wo Gott seine Leib bewiesen hat, das wir schon in der ersten Vers in Johannes 3,16. Hier sagt der Apostel Paulus, Gott wies an seine Leib durch Jesus. Er sagt in Römer 4, Vers 8. Aber Gott weiß uns Leib daran, dass Christus für uns starb, als wir nach Sünder wären. Als du noch nicht gaudet in uns wir, dann hat er seinen Sinn geschickt. Er lügt nicht bei euch, was gaudet sein darf, wenn wir schwören, reut sein dafür, dann wird er den schicken. Und das ist ein interessanter Punkt, weil wir sagen, es ist eigentlich nach so zu sein im Schweinhack leben, es wir nach ganz voll Sinn wären, und wir haben noch nicht ein Verlangen, nach Gott zu kommen. Wir leben in Sinn und uns ging das Schein, oder wir glauben zu der Zeit vielleicht, dann schickt er seinen Sinn für uns. Er lügt nicht, dass wir schreit werden, er dauert im Verrät. Er weiß uns seine Leib, was wir nicht, vielleicht nicht so fallen, wie wir nicht wird zum Leben. Wie wir in Gott seine Leib nicht wird. Einmal dann, da wir das für uns in uns eigenes Leben vielleicht mit vertuschen. Vielleicht als eine Person in uns Leben, was vielleicht sie denken, dass es nicht Leib wird. Die wird nicht Leib bewiesen werden, was die getan haben und so weiter. Mir freut dort so, dass Gott nicht den Weg in mir in die Ketten hat. Wenn Gott in mir kicken, das was ich verhangen habe, eine Menschen gekickt, wenn die kriegt in der Leib mir wiesen, das was ich verhangen hat, dann würde ich in Sager und Trübel sein. Wenn eine Person ist, was Schlechtes hat getan oder das, kann wir die Leib bewiesen? Uit uns selbst, fleischlich, das glaube ich nicht möglich. Aber wenn wir das Leib annehmen, was Gott für uns hat, dann können wir bei den Dingen vorbeikicken und sagen, das ist nicht Fleisch und Blut, was wir kämpfen. Das sind geistliche Gewalten, wo die böse Feind Verracht haben. Und dann können wir bei der Person vorbeikicken und sagen, von wo das kommt, dann können wir doch sagen, ich wünsche die Person gaudet. Weil, was ist das anders, als was Gott hier für mich in die Zeit? Er sagt, ich will es wie nach Sünder werden, dann schickt er sie sehen. Eigentlich wir nicht wird, hat uns nicht verdient, wo können wir anders in Menschen kicken und sagen, vielleicht hat die Fehler gemacht, vielleicht ist die Dinge, was nicht gut ist. Aber willst wie Gott seinen Leib in uns hat, dann können wir vorbeikicken und sagen, ich war die auch Leib bewiesen.
Gott sein Leben als ein Schutz und ein Trost. Das meint, dass het uns protecting, bewahren, und wir fangen an zijn Mut te ben. Psalm 36, Vers 8 sagt, dat es viel wird, dat du so leiftulich bist. Die Menschen können kommen bei dir, ohne die Pflichten im Schatten stehen. Das weiß Gott seine Leben, dass er freundlich, empfindlich, gentle ist, dass er uns protecting, dat is die zijn dat hij dus een klok dat wenn dat kikkel handen, du als op eenmaal wat de vlees kunnen beetje fertig zijn voor die komen alle onder de vliegen geraten dat dan bewahren, dat de etnisch niet zal worden. Dat is meer wat hier reden in deze vers, dat hij God zijn leven als voor ons zo'n protection, als wat wanneer de klok er kikkel is dat onder de vliegen ran en du kan staan, dat we kan bewaard zijn. Dus ik zie hij is zo leiftulich, dat we das dort kan beamen. Hij redt ons protecting en hij redt ons troost geven doen. Dat is een beetje Matthäus 11 vers 28, 30, wat Jezus te zeggen dat. Hij zegt, komt alle naar mij, die je in je zware lasten gaan en bedraagt en meid zijn, en ik wil je een rust geven. Leg je mijn juk op en leert van mij, wils ik sie sanftmütig en van harten duimütig. Je worden rust vingen voor je zeilen. Wils mijn juk die dragt niet, en mijn los is leicht. Wenn wir eerst denken, die Zeit wo wir vielleicht alle Töpfels schwer looten dat, diese Vers, die sagt, dann kann wir ankommen, hij wird uns unser Sinne Leib bedagen. Wir können unser dort stehen, wir können unser Arm bewahrt in sicher sein. Gott seine Leib ist zu vertrauen. Ich glaube, leider 3, Vers 22 und 23 sagt, dort steht, den Herrn seine Leib ist treuhartig, du hast kein Eng, von wo jenstig er ist, so ist er jeder Morgen vom Nien. Dort ist großartig, wo einer sich ab die verluten kann. Das sind sehr gute eure Denk für mich und die. Wenn wir brauchen uns nicht wieder rumkicken, die Finte braucht alle Wege nach Acht haben. Alle Wege, wenn man eine Hand und das Handkicken, das spielt so die Finte braucht zu verdorben und zu vernichten. Die braucht so viel als er kann. Aber Gott ist sehr jenstig zu uns. Seine Leib, seine Genut ist nie alle Marien. Wir können uns so ganz abfluten, wenn seine Leib ist treuhartig. In schwere Zeiten, wenn wir bedrückt sind und wir nicht mehr wohin, er ist treu. In schönen Zeiten, wo wir so denken, das ist bloß so ja wunderbar, er ist treu. In unsichere Zeiten, wo wir nicht wissen, was wird passieren, was wird angehen, vielleicht kicken wir nur an unsere Regierung oder nur die Economy und so Dinge und sagen, wo wird noch alle hingehen. Unsichere Zeiten, Gott ist treu. Wenn er dies da lässt, Ramans, und wir wissen nicht mehr, was er angeht, Gott ist treu. Seine Leib ist treuhartig und du hast kein Eng, von wo ganz dich ist. Er ist wirklich ein guter Führer, was eine große Leib hat für uns. Und es ist schwer auszusprechen, aber wir können immer waren, sein Wort angehen und es sagt uns, wo gut er ist zu uns. In Jeremia 29, Vers 11 sagt er, ich weiß den Plan, was ich habe verdient, das ist für Gott. So dass du was in Gott eng haben. Gott sein Plan für mich und die, ist nicht, dass wir uns wollen, dass wir den Feind wollen und immer Macht kriegen in unser Leben, dass wir uns wollen so bedrückt fallen, dass wir uns bloß wollen looten gehen. Aber dass wir denken, dass Gott sein Plan für uns ist Gott. Seine Leib für mich und die ist so groß, dass mir seinen einzigen Sehen schenken in dieser Welt nennen. Es ist schwer zu begreifen, wenn wir bloß
im Karten mit nachdenken, dann ich will Mutter sprechen, wenn ihr Zeit habt, dort mal dort studieren, was Gott in ihr Leben wirklich ist und was das meint für mich und für die. Das ist wirklich ein großer Segen was für mich. Und ich will onkrijgen dat ook te doen. Gott in ihr Leben ist persönlich. Das ist nicht, dass Gott hat mal in der Welt gemerkt, dass mal hat gesprochen und das alle geworden. Und dann hat gekickt, wie vielleicht gut sein, wenn ich ein rarer Schatten deed, wenn die Menschen allein weiten sich nicht. Vielleicht kommt dann der Menschheit raten, und das ist das dort, das ist für allem, aber das ist auch persönlich. Er hat so viel Liebe für die, dass er wegen die den einzigen Sehen schatten deed. In Zephania 3, Vers 17, das ist gleich der vierte und letzte Buch im Alten Testament, vierte oder fünfte. Ich will der Herr, jün Gott, als bejünt. Er ist stark und kann raten. Er wird sich über jünt freien und froh sein. In seinem Leib wird er jünt vergeben und er wird sich lüd zu jünt freien. Nicht bloß hat Gott, hat nicht bloß sein geschickt, weil er der Welt so viel Leib hat. Das ist so, aber nicht bloß dort. Das sagt hier, Gott freut sich zu dir. Persönlich zu dir. Gott hat ein Gefallen an dir. Gott hat eine Liebe für dich. Persönlich, er freut sich zu dir. Du bist viel wert bei ihm. Er sagt, seine Liebe wird uns vergeben. Und er sagt, er wird sich lüd freien zu dir. Du bist viel wert bei Gott, er freut sich zu dir. Nicht bloß eine Liebe für uns, aber für mich. Persönlich. Er freut sich mit uns. Er guckt nur uns und er sagt, ich gleich dir. Ich freue mich für dich. Du bist mein Kind. Nicht bloß, dass er uns annimmt, durch Jesus und sagt, nu hat die das ewige Leben geschenkt, aber er sagt, mir freut dort, dass ich das tun kann für die, wenn ich retten die so viel. Wenn wir Gott kann ankicken in diesem Weg, dass er so eine Liebe hat, für mich persönlich, dass er sich freuen darf, das zu tun. Maar als Gott, als Jesus wird ihm in den Krieg gehen, eine Schrift steckt, die sagt, willst du Frieden, was vor ihm gesagt wird, ging er wellig an. Weil er kann sagen, dass das wird mich in die Träne Gott bringen, in persönliche Gemeinschaft. Gott ist bei dir. Er ist stark, er kann die raten. Er wird sich über die freuen und froh sein. In seinem Leben wird die vergeben, wenn du nam kommst. Und das ein andere Part in der Schrift sagt, dass wenn ein einziger Sünder sich bekehren wird, dann freuen die Engel im Himmel sich sogar. Er sagt, er wird sich lüd freuen zu dir. Gott seine Liebe ist der Grund, von wer wir sind. 1. Johannes 3, Vers 1. Seid, was der Vater uns von der Liebe bewiesen hat, dort wie Gott seine Kinder genannt worden. Und wir sind dort wirklich. Die Welt kennt uns nicht, weil es sein Arm nicht kennt. Wer du bist, als eine Person, als Gott seine Liebe ausgegoten ab dir, das du bist Gott seine Liebe.
Hij heeft zoveel lief voor die, dat hij die zijn enig kind naamt. Wenn wir das Gebet sein, dann unser Vater in den Himmel. Das ist ein gutes Gebet. Aber das ist nicht gemeint, dass wir dort einmal sagen, bloß dort nur sein, das lehrt uns zu beten. Und was der ganz erste Strophe dann sein, das ist uns Vater im Himmel. Nicht in Gott, was der weit auf ist, nicht der Israeliten Gott, nicht der Gott von Abraham, Isaac oder Jakob, nicht von all den großen Menschen, wo wir können reden von in der Schrift, was die große Dinge tun für Gott. Das ist nicht euer Gott. Jesus sagt zu seinen Jüngern, hier ist, wo ihr für Gott kommt. Uns Vater im Himmel. Und mit Dollar persönlich mein Vater, was im Himmel ist. Wenn ihr mit Gott vertrauen, dass er sagt, ich kriege die an, als mein Kind, dass du mich als Vater nennen. Der Apostel Paulus sagt, Vater, Leiva Vater. Das sagt dass wenn du, vielleicht haben wir das nicht, aber dass wir uns kann in denselben Weg, was Gott eine Leibe hat für mich, dass wir den Weg kann ausdrücken im Arm, oh, Leiva Vater. Nicht bloß, hey, Papa. Das ist ein bisschen weit auf, nicht? Das ist ein bisschen kalt, wie ich so sagen, aber das ist Vater. Leiva Vater. Er hat zo'n großen Gefallen an die er nannt die sein Kind. Und sagte er in der Vers, und je seid dort wirklich. Wenn du dich bekehrt hast, und du hast angenommen, was Jesus hat für dich getan an den Kreuz, er sagt, dann bist du wirklich Gott sein Kind. Kein Wunder an der Welt, die nicht kennt, wenn dann die Hirsch die nicht mehr hat der Welt. Wenn er kennt Gott auch nicht. Er hat nicht bloß uns gerat. Er hat nicht bloß uns die Sünden vergeben. Er hat mir und die durch dort ein Kind Gottes gemerkt. Dass wir wirklich zu Gott gehören. Der Apostel Paulus sagt in Römer 8, wieder am Verlängen des Kapitels, sagt er, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Denkt mal, wenn das Gott, was alles erschaffen hat, er spricht, dass die Welt so sein und dann wartet, und die Sterne, und die Sonne, und der Mond, und der Wutter, und alles ist und alle Tiere, was die sind, alle Bäume, alle Gräns, was geben in der Welt, er spricht und das wart. Und dann mögt er Adam, und von ihm einfach, und von du an sind die Menschen alle den Weg der Welt gekommen, durch Morgen und Früh, und all diese Dinge, datzelfde Model wat hij dan moet merken deed, Adam moet hij dan uit zon oder Ehe oder wo, en einfach von seiner Rab. Aber datzelfde Model, wat hij dan merken deed, sagen wir von der noch alle wegen. Das auch niemals nicht daran verändert hat, dass ja still morgen früh, und wo die Muskeln alle sind, wo die Verstand ist, die Ohren und Ohren, alles, kriegt wir gerade am Anfang mal gemerkt haben, so ist das noch. Wird so eine Kraft haben. Er sagt, das wird so sein, und das bleibt so. Und wir können uns vielleicht nicht mehr nennen lassen, wenn wir dann denken, dann wollen eine große Wolfhaarstadt geben, dann wollen eine große Tiere und alles. Wo dort alles passiert ist mit dem Vertrauen. Das halt, was wir brauchen, alle Dinge, was wir brauchen, das kommt aus der Erde, was Gott mal bloß gesprochen hat. Und er sagt, du bist mein Kind. Durch was Jesus da an den Kreuz sein blote verguten für mich und die. Und wir kommen nur an Pfingsten an. Wenn er bleibt nicht tot, er stund ab, als der Himmel gefahren und wenn es Pfingstenzeit ist, dann dort ist ein neues Denk für uns, dass er seinen Heiligen Geist ausgegeben hat, ab mir und ab die. Nicht bloß ein großer Gott, was er irgendwas gemerkt hat, aber ein großer Gott, was er nicht mir die sein, dass du kannst mich Vater nennen. So persönlich merkt er dort. Das ist der Grund, von wer du bist. Adam und Eva deuten in den Garten singen und dann dürfte es eine Trennung. Aber er mögt Adam und Eva für Gemeinschaft mit ihm.
in ganz stark de Schrift lesen, wie von wo Gott die Trennung war fixen, wie war er kann ankommen, durch wie der Jesus. Von Grund, wer ich in du sind, wir sind von Gott gemerkt, er hat uns wundervoll gemerkt, er hat uns mit Flieg gemerkt, will er hat so großen Verlangen nur die, und er rechnet die so viel. Und zum letzten, Gott ist live. 1. Johannes 4, Vers 8 sagt, wer nicht live hat, hat Gott nicht. Will Gott ist uns gut, oder die andere Versatzung würde sagen, Gott ist live. Wer nicht live hat, hat nicht Gott. Will Gott ist live. Live ist nicht bloß, was wir von Gott kriegen, weil Gott ist wirklich live. Und wenn wir im Port von der Dreieinigkeit Gottes den Heiligen Geist in uns haben, ist Gott sein Live in uns, und dann sie wie auch mit Gott in den Weg verbunden. Gott hat nicht bloß mir in die Live bewiesen, er hat uns das gegeben. So dass wir das auch erfahren können, was das meint, Live zu haben. Das ist nicht bloß, dass er uns das gewesen hat uns das gegeben im Hort, so dass wir das auch können ausleben. Live ist nicht bloß das, was wir fallen. Wenn du ein paar junge Mädchen fangen sich an zu gleichen, dann sagen sie auf oh, I love you, nicht? Das fällt sich so, das ist eine gute Live. Live ist nicht bloß eine Feilung. Wenn Live bloß eine Feilung wäre, wie Jesus nicht gekommen. Live meint, wir nehmen dann einen Stopp, vorwärts damit. Weil Gott uns eine gute Live hat, schickt er sie ihnen sehen. So dass er durch die Live kann haben. Weil Gott uns die Live gegeben hat, man will nicht bloß sagen, okay, ich habe das Dankschein, weil ich bloß wieder leben. Dann man wirklich den nächsten Stopp nehmen und dort auch wieder geben. Weil wie handelt das dann wirklich in uns. Weil Gott, überall, wenn wir an Gott denken, dann die ganz erste Idee, was wir dann sagen, und dann sie danken oder an uns Hart kriegen, ist, dass Gott ist wirklich live. Er ist nicht ein Dollar Führer, was uns sein zu strufen, er ist live, dass sie sagen, dass in Johannes 3,17, er kam nicht in der Welt rechten, aber wir können euch am Gerat werden. Er war gekommen als ein Rechter, aber er kam als einer von uns Raden, weil es der Leib für uns hat. Das ist für mich in vielen Wegen sehr wichtige Thema wegen. Einmal vergeht wieder von, was unsere Abgabe ist, als Christen wegen. Wir sind ja dann noch bekehrt und wir haben uns hingegeben von Gott und doch wir gehen uns Leben durch das Verheer. Und wir brauchen das Leben nicht, Gott in Himmel verbreiten oder graten. Wir sagen, okay, ich habe es nu sehe ich dann okay, nu sehe ich gut, nu kann ich dann das wieder schaffen. Und das war nicht der Punkt davon. Jesus sagt am Ende von dem Matthäusbrief, sagt er, gut in alle Welt und verkünde ich das Evangelium. Und das meint vielleicht, dass irgendjemand in unserer Familie anfangen, vielleicht in unseren Arbeiten, vielleicht hat Gott einen Plan für die, dass du so rüt vor und sagst vorhanden. Aber das soll nicht bannen bleiben. Unser Abgabe von Gott, als wir es haben, seine große Liebe für mich, die haben uns gerade durch seine Liebe, in uns seine Liebe gegeben in uns, das soll nicht uns rütschaffen. Liebe ist nicht so ein Wort, was bloß eine Feilung ist, wo wir sagen, beim stehen bleiben. Liebe ist ein Wort, was meint, wir gehen dann vorwärts damit. Das meint Arbeit, das meint was tun. Das ist eine Abgabe, was in die Hand gekriegt von Gott durch sein Wort. Weil wir am Fragen, wo wir können, diese Werk, das brauchen, in uns Leben, tam sein Königreich, bitte bekommt mir an Vergraten, so dass seine Life zu mehr und mehr Menschen bekannt werden. Weil es ist wirklich live.
Und hij rekent mij en die zoveel genannt an seine Kinder. Er sagt, du kannst nicht mir kommen und sagen, dass mich Futter willst, du bist ein für meine Kinder. Das ist ein wunderbares Geschenk, das wir von einem haben. Und das bringt mir viel Mut, wenn ich weiß, wenn Gott an uns sieht, wer kann jemand sein. Amen. Wir noch beten. Vater im Himmel, wir kommen für die, das sind schöne Morgen, wir danken dir für deine Leben. Wir danken dir, Herr, dass wir das kann wiederholen und sagen, dass du wirklich Leben bist und dass du wirklich eine Leben hast für uns und dass wir wirklich deine Kinder genannt werden. Dankeschön, Vater, wir haben einmal, vielleicht vergeht wir davon. Vielleicht nehmen wir einen Stab Tränen und nehmen das bitte einfach. Und uns fehlen in der Schrift stecken, als dass wir uns denken halten, wo geht du wirklich best zu uns? Dass du so viel Leben hast. Ist schlecht, um den Sehen schauen, dass wir dadurch am kann geraten werden. Aber mein ist dort, dass wir können wirklich deine Kinder genannt werden. Dass du uns Vater, Leiber, Vater bist. Dankeschön, Herr, für das. Ich freue mich, dass du wirst mit jedem einsehen, wenn wir von hier gehen, und uns denken halten, täglich. Vielleicht mit euch alle Stunden fällt uns das vielleicht, dass du uns denken halten, das, was du für ein Leben hast für uns. So, wir danken dir, Herr, für deine Leben, wir danken dir für den Sehen, wir danken dir für den Heiligen Geist, und wir danken dir für diese Zeit, dass wir ganz der Taub kommen, und frisch in dein Wort Mut gerieben, dass wir können wieder gehen. So, wir danken dir, durch Jesus in Namen. Amen.